Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 9. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Wir haben alle den gleichen Albtraum gehabt. Du weißt ganz sicher Bescheid von unserem Plan. Ja! Und er wird euch nicht helfen. Bist du bereit zu lernen, wie man das macht? Stellen, bedrohen und betrügen? Willst du mir helfen, den goldigen Nussknacker zu klauen? Weit oben über Venezia war unser kleines Täubchen auf der Suche nach Arlecchino. Was sagst du da, Täubchen? Mit anderen Worten, du meinst, ich, also die Erzählerstimme, soll dir sagen, wo Arlecchino ist? Aber Täubchen, das könnte mich meinen Job kosten. Wie jetzt? Ich werde sowieso nicht bezahlt. So eine Frechheit! Wenn das so ist, dann schau mal in Diegos Küche hinter dem Ofen nach. Auf Wiedersehen, Täubchen. Hört man nicht mal bezahlt für die ganze Arbeit. Nun denn, und so flog das Täubchen zum Hause Diego, wo sich ihr folgendes Bild bot. Willst du mir helfen, den goldigen Nussknacker zu klauen und mein Erb werden? Das Täubchen beobachtete von der Straßenlaterne aus Diego, Raffaele und Federico. Nein, das ist falsch. Ich will nicht. Ist das dein letzte Wort zu dem Thema? Überleg's dir gut. Ich muss da nicht überlegen. Mama hätte das sicher nicht wollen. Na gut. Raffaele? Aua! Nein, lass mich los! Raffaele packte Federico grob am Arm und zerrte ihn ins Haus. Diego folgte den beiden und auch unser Täubchen flog geschickt ungesehen hinterher. Mir ist egal, was ihr mit mir macht. Ich helfe euch nicht. Ha! Mit dir haben wir ja gar nicht vor. Obwohl, ein paar Ohrfeigen könntest du echt vertragen. Nix da! Niemand wird da kauen! Ha! Das glaube ich ja nicht. Meister, Sie haben das Bolt ja wirklich ins Herz geschlossen. Autsch! Die beiden brachten Federico in das geheime Zimmer hinter dem Küchenofen. Federico! Arlecchino! Lasst den armen Bub in Ruhe! Raffaele? Mit Vergnügen, Meister. Was hast du vor? Ah! Nein! Raffaele nahm den Käfig, in dem Arlecchino saß, und hielt ihn über das Feuer im Kamin. Nein! Lasst Arlecchino in Ruhe! Ich mache alles, was ihr wollt! Nein, Federico! Brötchen schmecke ich sicher gut, mach dir keine Sorgen um mich! Wo jetzt? Ja, Grossneff. Wenn du willst, dass dem Arlecchino nichts passiert, dann würde ich dir vorschlagen, dass du mein Angebot annimmst. Ja, ich mach's, aber lasst Arlecchino in Ruhe! Sehr gut. Raffaele? Ach, schade. Jetzt darf ich nicht mehr mit dir spielen, Arlecchino. So, jetzt hängst du wieder an der Wand. Federico! Sorry, Arlecchino! So, los, du musst jetzt ganz viel üben, damit alles klappt morgen Abend. Denk dran, solltest du auf blöde Gedanken kommen, wird es Arlecchino gar nicht gut gehen. Verstanden, Grossonkel. Oh, jetzt brüllt er auch noch. Was für ein Heulsuse. Los, rauf mit dir. Die drei verließen das Zimmer und ließen Arlecchino alleine zurück. Ah, verdammte Vogelscheisse! Vogelscheisse blinkt Glück. Wer hat das gesagt? Ja, ich. Wer sonst? Arlecchino schaute sich verwundert um und erblickte auf dem Foltertisch Tübli! Ah, seit wann kannst du denn reden? Ich habe schon immer reden. Du bist es jetzt, wo reden kann. Und komisch, siehst auch noch aus. Zuerst habe ich gemeint, du bist eins von diesen eitlen Venezia-Müsli. Ja, ich bin geschrumpft und ich kann mit dir reden.
Also habe ich gestern tatsächlich mit dieser Eintagsflüge übers Leben philosophiert. Und ich habe gedacht, meine Fantasie sei einfach besser als sonst. Die Taube flog zum Käfig und streckte Arlecchino das Bein mit der Pergamentrolle entgegen. Oh, danke. Alles klar. Sie suchen nach mir. Aber wie kann ich ihnen sagen, wo ich bin? Ich flieg dich zu ihnen und du sagst es ihnen selber. Und den Käfig aufmachen? Wie sollen wir das machen ohne Schlüssel? Vielleicht kann ich helfen. Ah! Ein Müsli? Pips, sorry, ich habe euch gerade gehört reden und ich könnte euch helfen. Aber dafür müsst ihr mir auch helfen. Ja klar, okay. Wenn du mir raushilfst, helfe ich dir gern. Was brauchst du denn? Der einzige Weg aus dem Raum ist der kleine Spalt in der Wand, der durch ein Labyrinth führt. Aber der ist voll mit Ratten, die mich die ganze Zeit umschupfen und mich nicht heilen wollen. Wenn ihr mir helft, dort durchzukommen, lasse ich dich aus dem Käfig. Ratte! Die sind ganz gefährlich. Wir müssen dort raus. Durch die Tür kommen wir ja nicht heim. Also, ich versprich dir, dass ich dir helfe. Einige Zeit vorher klingelte es beim Hause Diego an der Tür. Als Raffaele die Tür öffnete, standen Pantalone, Brigella, Colombina, Capitano, Sergente und der Doge, der Herzog von Venezia, mit seiner Leibgarde höchstpersönlich vor der Tür. Oh je! Meister! Wir haben Besuch! Ich empfange niemand. Federico muss für sein Konzert üben. Er wagt es, den Doge, den Herzog von Venezia, abzuweisen. Herr Doge! Ha! Raffaele, wieso hast du nicht gerade gesagt, dass wir so edlen Besuch haben? Bitte sie doch alle in den Vorhof. Ein falsches Wort, Federico. Und Arlecchino landet auf meinem Nachtteller. Federico nickte ängstlich. Da betraten auch schon alle den Vorhof. Diego verbeugte sich ehrfürchtig vor dem Dogen. Ui, Exzellenz! Pantalone, mein alter Konkurrent. Schön, kommst mal vorbei. Da! Spar dir deine Höflichkeit! No. Höflichkeit ist immer wichtig, Signore, auch wenn die Situation so umständlich ist. Ich bitte sehr vielmal um Entschuldigung, mein Doge. Aber wenn mein bester Diener von so einem Gauner festgehalten wird, dann bleibt mir meine Höflichkeit im Hals stecken. Ich, den Diener festhalten? Was soll ich mit so einem Taugenüt machen? Meine Brüder ist ja keine Taugenüte. Gut, er ist ein bisschen faul. Brigella, psst. Wenn er ihn wirklich nicht festhaltet, möge er uns sein ganzes Haus durchsuchen lassen. Das Haus durchsuchen lassen? Ist das ein Problem für Sie, Signore? Nein, aber mach schnell. Federico muss für sein Konzert morgen Abend üben. Colombina, ich glaube, der Kleine weiss etwas. Alles klar, überlass das mir. Ende von Kapitel 9. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.